natürlich gehen wir nicht auf den Nordpol. Schließlich also do eiskal. Der Mr. Science hält sein Labor dafür mit an den Müllerdal. Wir haben zwar heute zu Lützeburg kein Ozean, aber dafür mache ich mein Experiment mit dem Wasser aus dem Müllerdal. Leider haben sie hier im Müllerdal aber auch kein Eisbierger. Ich brauche aber nur ein Eisbier. Hallo, mach gerne ich mit meinem Blick den Meeresspiegel. Und da gucken wir, wie das Meer steigt. Komisch. Sie sagen immer, wenn die Eisbierger schmelzen, dass dann der Meeresspiegel steigt. Hier in meinem Experiment ist der Meeresspiegel noch immer auf derselben Platz. Und das ist auch normal, aber nicht mehr im Nordpol. Im Nordpol nämlich liegen die Eisbierger schon am Wasser. Aber wenn sie da schmelzen, bleibt der Meeresspiegel selbst. Im Südpol liegen die Eisbierger auf einem Kontinent. Aber wenn sie da schmelzen, fließt Wasser an das Meer. Und da steigt es. Und das sehen wir am nächsten Experiment. Und das versteht all Kant. Hier haben wir meist Meer. Das ist ein Kontinent drüber. Da brauche ich noch ein Eisberg. Und wenn der schmilzt, läuft Wasser an Meer und das Meer steigt. Klar. Du hast aber noch eine andere Sache. Sie sagen immer, dass der Meeresspiegel an die Luft geht, wenn das Wasser mehr warm wird, wegen der Erderwärmung. Stimmt das wirklich? Ah ja, das stimmt. Und das kann ich das sogar beweisen. An diesem Ballon ist feinsten Müllerdaler Wasser, an den ist voll bis ganz oben hin. Wenn ich den hier hitze, da gehen Wassermoleküle, die hier dran sind, da gehen die auseinander. Und dafür dehnt sich das Wasser aus. Wassermoleküle, das ist ungefähr dasselbe wie die Leute an einer Disco. Und Feuer ist dasselbe wie die Musik. Wenn ich mehr Musik machen, wird die Leute sich mehr bewegen und dadurch mehr Platz brauchen. Dasselbe ist das mit den Wassermolekülen. Und hier sieht ihr schon, wie das Niveau steigt. Und dafür kann es sein, dass die Holländer in Zukunft nicht nur hier in der Triple kommen, sondern vielleicht sogar hier in der Wohne kommen, weil hier das Land von den ersten ist, was überflutet geht.